Völlig verrückt. Herzlich willkommen. Völlig. Herzlich willkommen. Sollen wir nochmal unser cooles Intro abspulen? Einfach, Im, weil wir es kennen. Genau. Weil wir es kennen, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben. Fürs Feeling einfach. Eben. Hallo von vorn. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Wollecke. Das ist Krass. so krass wieder. Das ist richtig brutal, was wir da gemacht haben. Das ist, als waren wir ein Produktionsstudio. Ja. Die Effekte, allein, wenn wir mit den Hund animiert haben, den es gar nicht echt gibt. Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der uns zuschaut heute? Da Drei steht Leute. 3 Zuschauer. Ja, dann Du jetzt und der der Korbi. Corby. Ja, dann herzlich willkommen zum zweiten Mal Kassettenschmerz, würde ich sagen. Ha? Schön an Ja. alle, schön, dass ihr euer Handy nebenbei auch laufen lasst, damit wir uns selber zuschauen. Das ist grandios. Da haut's richtig Spielzeit rein. Das ist super. Oh, Neva Raven sagt schon guten Abend, die Damen. Guten Abend. Hey, Ja, hallo, hallo. Wie geht's euch zwei denn? Wir haben ja gestern gegrillt. Krawallmaus ist auch da. Schön, dass du auch hier bist. Freut uns. Hallo. Servus. Wir haben ja gestern gegrillt und ein Bier getrunken. Wie geht's euch heute? Ich weiß nicht, ob man so meine Stimme hört, die ist leicht angeschlagen. Ja, weil du so schreist. Du hast immer das Gefühl, dass der Kunde zuhört und umso lauter schreit er dann. Ja, das ist so bei kleinen Menschen, die werden immer leicht übersingen und da muss man es mit Lautstärke gut machen. Ja. Und da ich gerade Na, 1,53 Meter bin, muss ich viel schreien. Nein, mir geht's an und für sich gut. Ich habe, um einen Seppi zu zitieren, schon scheiße, wenn man am Feiertag dann eigentlich auf einmal doch arbeiten muss. Es hat nie geheißen, dass man nicht muss. Der Termin ist im Kalender gestanden. Ja. Toll. Feiertagszuschlag. Aber wir machen das ja alles für die Community. Nur für Genau. euch machen wir das, dass wir Für uns die hier Fans. an unserem wohlverdienten Feiertag, oh Gott, der war so oder so gekommen, uns herablassen und über Neuigkeiten aus der Medienwelt berichten. Ganz tolle Und Neuigkeiten. der Kani war so nett und hat praktisch sämtliche Neuigkeiten, die interessant waren, für sich schon Ja, eingenommen. ich hab gleich mal 4 oder 5 von meinen Themen gestrichen. Entschuldigung. Ja, ja, Dann also jetzt im nur Prinzip, eins. ich wollte auf deine Liste eigentlich einfach nur Dito antworten. Jetzt hättest du sagen können, hey, ich hab nicht so viel, kann ich was haben? Dann hätte ich gesagt, ja, gern, Corby, Ja, Seppi. genau. Ich gebe euch gern was ab, euch unfähigen Vollidioten. Das Einzige, was gekommen war der. Ich glaube doppelt. Aha. Und ich hätte dann wahrscheinlich einfach angefangen und hätte die Themen, die ich euch geschenkt hätte, hätte ich dann einfach ganz schnell am Anfang gesagt. Aber es ist ja eigentlich sehr themenhafte Folge, weil sagen wir mal, letzte Themenhafte Woche, Folge, was ist das für ein Ja, verrücktes Wort? themenhaft bedeutet mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Weil letzte Woche war was für eine Woche? Da wo alle Studios angekündigt haben, was verlängern und was nähen und was dann neu erscheint und so. Wie nennt man das? Alle Studios. Habe ich nicht Also mitgekriegt. Amazon, Netflix, dann die Peacock, keine Ahnung, eigentlich Aha. alle Produktionsfirmen haben das angekündigt. Ich habe keine Ahnung, wie die Woche nennt. Ich habe das eigentlich nur von Amazon mitgekriegt, weil die haben ja das erste Mal so eine Show, glaube ich, gemacht. Na, nein, das haben die schon öfter gemacht. Auch im Rahmen von der Woche. Da stimmt der Kopf. Nein, laut meinen Nein. Informationen Nein, stimmt das Das nicht. stimmt ja, absolut nicht, nein. Da kann ich da jetzt nicht zustimmen, Corby. Aber ich weiß ja, hat die Woche, weißt du den Namen oder fragst du uns tatsächlich? Nein, das ist jetzt gerade, ich habe hab den Namen immer und immer wieder gehört und habe mir gedacht, gut, das weiß bestimmt der Kani eh auswendig, schreibe ich mir nicht auf. Nein, ich habe jetzt den Namen echt nicht auf dem Kopf, auf dem Kopf, ja. Pass auf, ich google das mal. Ankündigungswoche aller Studios Name. Das hört Es sich gibt für mich anscheinend so keine an. passenden Übereinstimmungen für deine Suchanfrage. Also Corby ist der Mein Schmarrn. Gott, mein Also ist der Gott. Schmarrn, was du verzeihst. Aber du hast recht, es gab auf alle Fälle, zumindest bei Prime, einige geile Ankündigungen.
Ich überlasse jetzt, ich überlasse jetzt das erste Mal euch, weil habe ich ja da anscheinend, habe ich mich zu gut vorbereitet. Ja. Ja. Dann Was fange ich ist gleich mal denn an. Der Seppi hat er schon angefangen. Nicolas Cage wird Spider-Man. Voll geil, Ja. oder? Endlich. Richtig geil. Und zwar der Ja. Noir Spider-Man. In höchstwahrscheinlich, oder ich hoffe, dass es ein Schwarz-Weiß dann gedreht wird. Und es ist tatsächlich der Spider-Man, den er schon mal gesprochen hat, aus den Miles Morales-Filmen von Sony. Ja. Krass, oder? Ja. Echt, der hat da schon mal gesprochen, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, in den zwei Animationsfilmen spricht der Cage den Noir Spider-Man. Wieder eine Live-Action-Serie. Also, ist cool. Und der Spider-Man Noir, der spielt man in die 30er Jahre. Und man weiß so, glaube ich, noch gar nichts zu der Serie, nur dass es um einen älteren Peter Parker geht, der sich wegen seiner Vergangenheit als einziger Superheld in Amerika, in New York stellen muss. Echt? Ich habe schon das Wort Privatdetektiv irgendwo gehört. Ja, aber das Mann ist ja allgemein so ein bisschen so Privatdetektiv, wenn er da dieser Noah Spider-Man, der spielt ja in einem anderen Universum, nicht in der normalen Marvel-Welt. Er die 90214, das ist ganz wichtig, das möchte ich auswendig vor euch wissen, das nächste Mal frage ich euch. Das fragen wir ab. Das hast du ja doch gerade offensichtlich abgelesen. Ja, selbstverständlich, man, sie kann mir den Scheiß merken. Ich bin froh, wenn ich mir merken kann, pass auf, ich glaube, die Haupterde, auf den alles spielt, ist, glaube ich, Erde 616. Das ist, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist so ziemlich die einzige Zahl, die ich irgendwie im Kopf habe. Und das ist, glaube ich, die Haupterde. Warum nicht Erde 1 einfach die Haupterde ist, weiß kein Mensch nicht. Schön. Sehr schön. Idioten. Idioten. So, also das war mir nicht bewusst, Seppi, dass ich dir die Show gestohlen habe, deswegen bin ich jetzt einfach mal still und war lass so eine dich reden. Kabinensche, klassische Blutgrätsche. Einfach Ja, sagen, ja. dass Meier mit drüber gefahren. Immer, echt. Da kommt einfach der Geschäftsführer durch, gell? Ja, weil wir bei Prime waren. The Boys ist verlängert worden. Um eine weitere 5. mittlerweile Staffel. Voll geil. Voll Wissen wir geil. natürlich noch nicht, um was das geht, weil die 4. startet ja erst jetzt dann am 13. Juni, glaube ich, war das. Ja, das geht hier. Genau. Und da werden wir dann auf alle Fälle noch viel Spaß haben mit der Serie. Das geht schon wieder alles so schnell. Ja, brutal. Auf einmal ist wieder alles da. Aber Ja. diesmal, es starten, glaube ich, also die 4. Staffel startet jetzt dann am 13. Juni mit 3 Folgen und dann geht es wieder wöchentlich weiter. Ich bin auf alle Fälle wahnsinnig gespannt. Ich finde die Serie affin geil. Voll. Die ist Ja. echt überragend gut. Das ist unfassbar gut. Ich habe mir mittlerweile auch schon alle die ganzen Comics gekauft. dass Hab ich auch da noch, ein bisschen hab am mitlesen liegen. kann, weil die unterscheiden sich ja doch teilweise ziemlich von der Serie. Hast du schon gelesen? Nein, ich versuche das jetzt dann so aufzubauen, dass ich erst einmal das nachhole bis zur Serie und dann so parallel irgendwie mitlese in Ah. die Richtung. Aber das, ja, längeres Ja, Projekt. dann bin ich euch ja da tatsächlich schon voraus. Hast du die Comics schon gelesen? Bin gerade mittendrin. Stark. Da muss ich jetzt halt schnell die Nacht noch durchlesen, damit ich schneller benutzt. Du. Kann ich da nicht Dieses- lassen. So geht's nicht. So geht's nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dafür hast du sicher nicht die super schicken Hardcover-Editionen. Nein, ich hab's auf dem Kindle. Boah, du bist so Oh, ein Schwanz. Loser. Pfui Teufel, mir hätte jetzt einen Spucker. Voll in die Okay. Fresse. Wahnsinn. Also, das ist also cooler, es zu haben, aber zwar nicht zu lesen, ja. Der Logo. als jetzt zwar nicht physisch, aber ich lese zumindest das und weiß dann, um was es geht. Also mir, wenn Lieb- ein Einbrecher kommt, die kann in meine Bücher umhauen. Und du mit dem Kindle, du machst ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Ja, aber der Hund? einen Nasenhaar. Ich schmeiße einfach den Hund auf ihn. Ja, du weißt ja, es ist einfach lieber haben als brauchen. Ja, das ist ja der Lebensmotto. Ja, Logo. Typischer Messi-Lifestyle. Typischer Messi-Lifestyle. Ja, Prime hat er noch die, ich weiß nicht, ob die einer von euch angeschaut, die Staffel 1 von Mr. und Mrs. Smith. Nein. Ja, Ich ich war- auch noch nicht, ich hab- ist aber ich hab sehr die- gelobt worden. Und die haben es jetzt auch mal Staffel 2 verlängert. Okay, also ich habe gehört, dass in der zweiten Staffel ja der Hauptcast, also der Mr. und Mrs. Smith sogar ausgetauscht werden. Und dass da sehr viele sehr froh drum sind, weil die ursprünglichen, wie heißt der, Donald Glover? Glover, ja, und sie, keine Ahnung, Trump. Ja, Frauen sind nicht so wichtig, die Namen merkt man sich nicht. haben wir anscheinend überhaupt nicht überzeugen können.
Echt? Und machen es dann jetzt einfach mit neuen Schauspielern weiter oder ist das jetzt irgendwie Anthologie. Serie? Sie Das machen, sind sie mit machen anderen jetzt, also ich glaube, es soll praktisch immer dieses Mr. und Mrs. Smith, diese Prämisse immer gleich sein von der Staffel, aber anscheinend versuchen sie das so, dass sie immer wieder andere Hauptdarsteller hernehmen. Also, Okay, das sind dann auch nicht die gleichen in der Geschichte von der Serie, sondern das sind wieder zwei Agenten, die andere Sachen erleben. Also nicht die gleichen. Die anscheinend auch verheiratet waren und dann, ja. Okay. Maya Erskine, keine Ahnung, wie man das Gesundheit. ausspricht. So heißt die Tante auf alle Fälle. So heißt die Tante. Egal, also ich hab nichts Negatives bisher gelesen von Mr. und Mrs. Smith und mich total so wundern, dass der Danny Glover nicht überzeugen hat. Das ist ja eigentlich auch ein sehr guter Schauspieler. Der ist super, aber ich glaube, ich kann mir den ehrlich gesagt in der Rolle überhaupt nicht vorstellen. Passt für mich nicht so ganz. Das für dich über nichts passt. Ja, so bin ich halt, gell. Ja, nur weil er schwarz ist, oder? Na, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Entschuldigung, in das war und am ab dem Mike sein Moment, Thema wo gewesen. er, wo er aus Community leider sich verabschiedet hat, ist die Serie wirklich rapide schlechter geworden. Die war allgemein rapide schlecht, ja. Aber Nein! noch schlechter dann, das habe ich gar nicht gewusst. Alter, dass die das geht. Kissenburgen und so. Oh, ja, genau, die Kissenburgen, super. Ja, das ist und die College an, Paintball-Folgen. Ja, das ist super. Richtig Ja, was gute nicht- Serie. Ich müsste jetzt mal nochmal anschauen. Damals hat es mir nicht so gefallen. Ja, Ja, du hast aber keinen Humor, das kommt ja noch mit dazu. das kommt noch dazu. Ja, ich das ist bin, ich immer bin schwierig dann, schwer humorbehindert, ja. Ja. Bin schwer humorbehindert. Was hältst du davon, dass wir eine Tomb Raider-Serie kriegen? Nix. No, nicht viel, weil es steht dann nur fest, wer sie wird, also von dem her. Ja, bisher ist Und nur das ist die. nichts fest, quasi. Außer Ja. dass es die, wie heißt die Dame, Phoebe Phoebe, Waller-Bridge, genau. quasi Autorin und Produzentin Ja, ist, oder? genau. Da ist sie mit da. Und das spricht Ja. natürlich immer sehr fürs Projekt, wenn man das selber schreibt, produziert, aber auf gar keinen Fall spulen möchte. Ja, aber sie ist angeblich ein ziemlich großer Fan. Also sie sagt ja, Tomb Raider hat ihr ganzes Leben so ein bisschen begleitet und Lara Croft bedeutet ihr sehr viel wie Millionen von anderen Menschen und deswegen freut sie schon wahnsinnig auf das Ganze. Mal schauen. Und was man halt auch dazu sagen muss, Amazon hat jetzt einen ziemlich guten Track Record, was eine Serien angeht. Mit so Umsetzungen von Comics und Spiele mit Fallout Boys und so weiter. Also kann schon gut werden. Denke Es ich muss auch. dich halt Ja. einfach nur interessieren. Mich interessiert halt Tomb Raider einfach ein Scheißdreck. Also, da kann ich nichts damit anfangen. Ich mag jetzt Mit sagen, der- ich habe jetzt auch echt keinen Bock auf die Serie. Sepp wieder Mit dem- bei der Ankündigung da sitzen und einfach so Bocker, mit voll Absicht Bocker. ja. nicht Ich schau klatschen. einfach so vom Fernsehen weg. Ich schau Genau, er lässt es laufen, aber er Aktiv schaut nicht nicht hin. Genau, laufen lassen, aber nicht hinschauen. Die Phoebe Waller-Bridge, die hat ja zumindest auch schon bei so große Serien wie Fleabag und Killing Eve mitgemacht. Hat sie Also auch da, gemacht selber, oder? Das sind ja, da ist in der Produktion unter anderem immer dabei gewesen und Drehbücher, glaube ich, hat sie mitgeschrieben. Ja, in Indiana Jones hat sie mitgespielt in dem letzten, das ist auch ganz wichtig. Ja, das hätten wir vielleicht Voll. nicht erwähnen müssen. Aber Ah, Entschuldigung. Aber schlimmer, die Serie, also ich weiß auch nicht, ob sie den Film gesehen, der jetzt letzt gekommen ist, der Tomb Raider Film, das war ja. das war so Episode. Na. Also da Das- geht's mir leider so, wie am Seppi mich interessiert, ehrlich gesagt, das ist nicht. Ja, ich hätte richtig interessiert hat es mich auch nicht, aber ich habe immer Bock, dass ich mal wieder irgendeinen coolen Abenteuerfilm sehe, so was wie Indiana Jones halt früher war. Und auf sowas hätte ich da ein wenig spekuliert gehabt, aber holla die Waldfee, ist das ein Scheißdreck gewesen. Das scheint aber generell einfach nicht mehr möglich zu sein, dass gute Abenteuerfilme kommen, weil Der letzte War die Lichtblick irgendwie so war Uncharted, der war zwar jetzt auch nicht so perfekt. auch nur okay, oder? Ja, genau, der super, war, also so die Figuren waren zwar gut, also die Darsteller haben das alles recht geil gemacht und es ist also viel Wiedererkennungswert von der Spielereihe dabei gewesen, aber es war trotzdem, hat irgendwo so ein kleiner Ding gefeit, was sagt, ja, aber Wunderschön. bei Tomb Raider, da hat halt einfach alles gefeit. Der gleiche war, ich weiß gar nicht, wir haben da Lara Croft gespielt, wir haben die Kosten. Alicia Vikander. Ja, genau. Und die ist mir die ist mir furchtbar auf den Sack gegangen in dem Film. Hau ab, Echt, dieses hab ich mir war gedacht. das da, mein einziger Lichtblick in dem Film, ehrlich gesagt. Echt, nein, das war für Weil mich. es halt nicht mehr dann allein Angelina Jolie war, das war schon mal ein Pluspunkt. Großer Sondern ich hab mich Pluspunkt. dann halt auch wieder nicht interessiert. So. Lass du Angelina Jolie in Ruhe. Nein, Die war der Hauptgrund, warum man sich die Filme damals angeschaut hat. Ist selbstverständlich. nein, ich kann die überhaupt nicht der Bocker. Tut mir Ich leid. kann die auch nicht da packen und du bist da, also.
Ja, wo ist dann der Angelina Jolie? Wenn das da jetzt Also Keine Ahnung. immer diese hervorragenden Aber die Spiegelargumentationen vom Kali, das ist super. Oh Mann, war das jetzt schön, wenn die Angelina Jolie da war. Du, Kani, wie weit bist du denn eigentlich vor Freude auf die Decke gesprungen, als du gehört hast, dass Sister Act 3 wahrscheinlich nächstes Jahr bei Disney Plus rauskommt? Ich hab instant ejakuliert. nicht so sagen, das zu einem Hose wechseln. Ja, da war es wirklich, also das hat mir direkt, ich hab mir direkt ein Loch vorne eingeschossen. Geil. Ja, Yep. mein Monitor. Es eskaliert gerade drüber. Was ist denn eigentlich Okay. mit dir? Schaut aus, als jetzt gleich verglühen. Ja, Spontane, irgendwie kurz schwarz war und jetzt brennt er. Okay. spontane Selbstentzündung haben wir jetzt gleich. Weil wir haben es Lass letzte euch Mal hinablenken. Aber nein, da sieht man bei was diese Ankündigung von Sister Act 3 bei dir für technische Schwierigkeiten auslöst. da brennt die Hütte beim Seppi, da ist Achterbahn, da garantiert. Ja, aber letztes Mal erzählt, dass da ist ja mittlerweile offiziell bestätigt, dass 28 Years Later kommt. Und da hieß es ja zuerst, dass der Cillian Murphy als Produzent an Bord ist. Und jetzt gibt es erste Gerüchte, dass er auch im Film auftreten wird. Da bin ich ja gespannt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der im ersten Teil, wie das geendet hat. Das ist ja, glaube ich, wurscht. Der schaut jetzt ganz anders aus. Stimmt auch wieder. Vielleicht kommt er dann als jemand andere. Du, Vor allem, man Vollidiot. muss sich ja nur am Bart wachsen lassen und dann erkennt man die Person gar nicht mehr. So bis mir die Woche gegangen ist, als ich mal die Boys angeschaut habe und dann die dritte Staffel habe ich noch nicht gesehen gehabt und dann sagt Jessie so, boah, schau mal hier, das ist der Dean von Supernatural. Und ich schau so, na. Und dann Cut, Szene, er ohne Bart, irgendwann, fuck. Aber er hat jetzt nicht so den Bart, dass man ihn überhaupt nicht mehr kennt. Was ist mit Ja, dir? cool. Doch. Na, null. Bevor er sie rasiert, als er aus der Kamera rauskommt. Da hat er schon so einen Rauschebart. Du bist auch ein Rauschebart. Grantelbart, du. Der Neverrev hat gerade geschrieben, dass der Angelina zumindest die Hauptgründe fürs Anschauen dabei gehabt hat. Das ist auch ganz richtig. Ja, das stimmt. Das ist auch ganz richtig. In dem Anzug und so, ja. Das war schon, müssen wir das Thema wechseln, weil sonst müssen wir offline gehen. War andere Zeit, da haben wir noch so urteilen dürfen über Frauenrollen, gell? So, die 2000. So Ja, macht man das halt nicht mehr. Also Ja, good ja. old days halt einfach. Stellt euch mal vor, wir darf man in die Warlex immer wieder bei X-Men über Ärsche reden. Ja, oder mit darf man Filme bewerten, indem wir sagen, sie sind gut, wenn Titten dabei waren. Ja, oder Trompeten. Oder Trompeten, ja. Also diese ganze Sexualität da in unserem Podcast, die Sexualisierung ist schon nicht ohne, muss man sagen. Also das ist eine Gratwanderung, die wir wieder Wir betreiben. kurz vorm Cancelled werden. Aber richtig. Da ist puh. Corby, für die kommt den Herbst noch eine Serie, hast du schon mitgekriegt? Dune Prophecy. Nein, hab ich noch nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Auf einmal ist ein Trailer da gewesen und jemand denkt, was? Und Was, echt? ja, 10.000 Jahre vor den Filmereignissen. Okay, aber auf dem Wüstenplaneten. Weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt da noch nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe nur eben das auf einmal erfahren, dass es gibt. Und haben mir gedacht, da habe ich überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass das Serie kommt. Nein, ja nicht. Das ist ja krass. Okay. Sehr bejaht, dass du den ganzen klärst. Entschuldigung, aber ich habe Monitorprobleme. Und wo kommt das raus? Auf Max. HBO Max, also werden wir es mir dann wahrscheinlich über Bei Wow. Sky, wow, yeah. Ah, da freue ich mich schon drauf. Habe ich Da das schon werden wir- erwähnt, dass ich scheiß Wow so verdammt stark hasse? Ich hoffe, Ja. dass der Seppi wieder einsteigt und möchte es anschauen und dann bei der Hälfte nehmen sie es wieder aus mit einer Pause für ein halbes Jahr. Wie bei True Detective 3, oder 4 was. Ich schaue mir True Detective 4 an, habe nur 2 Folgen, habe zufällig 2 Tage mal was anderes zu tun, weil ich halt auch ein Leben habe. Dann möchte ich mir am Sonntag den Rest anschauen. Leben. Ist nicht mehr drin. Das Titelbeutel ist zwar noch von der 4. Staffel, aber die Staffel macht halt vorübergehend Pause. Also, sorry. Ja, Die die hat, Staffel macht vorübergehend Ja, Pause. ist da gestanden. Haben wir gedacht, wie du gerade gesagt hast, die Staffel wäre auch mal was anderes tun müssen. Die hat auch ein Leben. offensichtlich 5 Monate lang. Oder Ja, auch völlig. Urlaub. Ja. diese Drecksverein da. Das ist Aber so mies. soll ich die aufmuntern, Seppi? Ja, bitte. Happy Gilmore kriegt einen zweiten Teil. Wow. Produziert Das ist hart. auf Netflix mit Adam Sandler. Das wird doch der Film des Jahres, oder? Wann läuft Kommt drauf an. 15 drauf an, Jahre Vertrag endlich aus eigentlich? Ich weiß nicht.
Happy Gilmore war das, wo er Eishockeyspieler war und dann Ja, genau. golft hat. Ja. Super, aber das ist Der wirklich Film war ein guter super. Film. Der war Das ist super. wirklich ein Ja, guter da wäre Ja, viel ja, haben aber das müssen. ändert ja nichts daran, dass er mit Sicherheit der zweite Teil, der ja jetzt vom Adam Sandler gemacht wird, grottenschlecht wird. Ja, Kim jetzt, der hat ja mit Hubie Halloween erst wieder bewiesen, was er für ein humoristisches Feingefühl besitzt. Genie. nennt man Ja, das. das ist wirklich, ich habe so viel Tränen vergossen bei dem Film. Diese Und der Will, Scheiße. Ferrell kriegt anscheinend auch bei Netflix eine Comedy-Serie. Und die heißt bis jetzt Golf. Und da geht es wahrscheinlich auch um Golf. Also es wird schon spannend. Oder um was VW. die- Achso. Das wissen- Boah, leck das da die feiern, wenn er irgend so einen Volkswagen-Konzern-Bosch spielen hat oder so. Das ist ganz aufregend, jetzt kämen da immer mehr Filme über irgendwelche Produkte außer. Ja, ganz komisch. War jetzt Ganz irgendwie komisch. Der Frosted da, war doch auch irgendwas mit Kellogg's oder sowas, oder? Auf Netflix. Echt? Ja, kann sein. Ich weiß, nicht, das sind so Dinge, die. Was wollt ihr von mir? Lasst mich drüber mit einem Scheiß. Verstehe Lasst mich einfach in Ruhe. Dafür ist endlich das erste Beutel von Peter Pan's Neverland Nightmare rausgekommen. Einer der Filme, die in dem Puniverse dann spielen werden. Aber Oh Gott. das ist aber nicht das Bild aus den Credits von Winnie Pooh 2, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weil das unter anderem, jetzt haben wir einen Titel schon für den Pinocchio-Film, das ist Pinocchio Unstrung. Das wird, ich glaube, dass wir wieder noch richtig, richtig geilen Scheiß kriegen werden. Ja, das wird Wahrscheinlich. super. Ganz, ganz toll. Ich freue mich Twisted schon. Metal ist auch schon verlängert worden, gell? Ja, Okay. Hat das schon Ja. mal gesehen für euch? ja, ich hab's mir angeschaut. Der Kalle hat reingelunzt, hat er gesagt. Ich habe richtig reingelunzt, ja. Und ja, es ist jetzt nichts Überragendes oder so, aber es ist einfach spaßig. Das ist einfach schön für, weil es sind immer so 30 Minuten die Folgen und ist einfach spaßig zum Hirn ausschalten und man muss sich nicht stark darauf konzentrieren. Leck Kane, lehn dich mal ein bisschen zurück. Schreib mich nicht so auf. Ja, das ist ja. Was ist denn bei meinem Mikro? Warum ist denn so laut? Warte, ich tue es ganz weit weg. Warte mal. Sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem er ist so klein und muss die ganze Zeit ganz laut schreien, dass ihm ich die muss Leute überschreien. hören. Nein, es hat einen dämlichen Humor drinnen, das ist immer wieder mal schön blutig, absurd, einfach für zwischendrin schön. Macht Und mir der nichts Clown ist der verkehrt. Held, oder? Das ist der Held, ja. Cool. Das gefällt mir. Das haben wir so eine Mischung aus Bösewicht, Held und Anti-Held. Dann habe ich noch gehört, das hat mich ganz besonders gefreut, es wird eine Spin-off-Serie geben von The Office. Und zwar von dem amerikanischen The Office. Und da wird es um einen Zeitungsverlag gehen. Habe ich auch gelesen, ja. Ist da schon ein Bin schon- Release-Date dabei gewesen? Na, die produzieren das jetzt. Also letzte Woche oder diese Woche ist es bestellt worden. Und jetzt fangen sie an, das alles zum Produzieren. Mei, aber ich kann mir vorstellen, dass die Chancen nahe liegen, dass das vielleicht sogar dann schon Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird, weil vermutlich wird es ja erstmal nur so zwischen 6 und 8 Folgen geben. Und dann, ja, da ist jetzt nicht ganz so viel dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich bin gespannt, was da machen. Ich habe die Serie tatsächlich nie gesehen. Ich kenne die nur Was? aus Reels und Memes und kommt mir aber so vor, als hätte ich es schon gesehen, aber ich habe es noch nie gesehen. Muss so schauen, das ist echt. Ein Schnupselzeig kennen. Das ist wirklich grandios gut. Ja, ich Wenn- hab's wenn- immer wieder- wenn- Die erste du- Staffel habe ich braucht zum Warmwerden damit und dann bin ich aber voll drinnen gewesen. Ja. Und das hätte ich mir von Community auch gewünscht, aber das hat leider nicht so gezündet bei mir. Da haben wir Ja, auch bei so ein- Community, da zirkt sie es halt viel, viel länger, dadurch, dass halt auch die Folgen natürlich in höherer Anzahl da sind. Ja, es sind schon 7 bis aber- 8 Staffeln, bis du einigermaßen warm wirst, oder wie? Genau, und dann ist er vor mir gegangen und denkst du, toll. Jetzt haben wir Na, überhaupt nicht warm geworden. dann, wenn Community so richtig Fahrt nimmt, das ist glaube ich die 4. oder 5. Staffel, dann steigen halt auf einmal nach und nach die Hauptcharaktere aus und dann wird es halt, ja, eigentlich nur noch schwach. Also schenken Sie mal und gebe keine zweite Ja. Chance. Ja, bis zur 4. Staffel kannst du es da anschauen. Okay, dann probier es nochmal. Der Fight Alter ist da und hat geschrieben, er hofft, dass es uns gut geht. Also Mei, das ist aber lieb. Oh, Ja. das ist nett. geht's euch gut, mir geht's gut. Also ich hoffe, ihm geht's auch gut. Ja, schon, das hätte man übrigens alles gerne am Anfang gesagt. Also das nächste Mal pünktlich einschalten. Genau. Sonst geht's dann nämlich künftig nicht mehr gut, weil wir den Mund einschlagen. Okay, weißt du, ich sag einfach nur so pünktlich Kämmer Ja, und du sagst, brauchst da verprügelst es irgendwie, dann. du brauchst da irgendwie ein Druckmittel, warum sie es da sind. Ja, wir haben jetzt ganz am Anfang, glaube ich, über Frauen geredet, das hättest du nicht mehr.
Na? Und Ja, über ja, Angelina Jolie ihre beiden Argumente, warum man sich Tomb Raider anschauen soll. Ja. Was ist das? Was ist jetzt? Katz, Haupt vom Fenster? Ja, geil, die möchte auch sagen. Winseln gehört. Ja, die ist noch nie an dem Fenster gesessen und hat reingeschrien. Jetzt sitzt da und schreit mich an. Geh Geil. 4 an die normale Tier, was da ist, da drin. Was mich ganz besonders gefreut hat die Woche, ist die Ankündigung, dass Shogun jetzt doch um zweite und dritte Staffel sogar verlängert worden ist. Das ist mein Ja, bisher, 2 Staffeln. ja, das ist bis jetzt nämlich mein Serienhighlight gewesen von diesem Jahr. Und da bin ich richtig los geworden, als ich das gehört habe. Das ist natürlich schön. Muss ich mir vielleicht mal anschauen. Du. Unbedingt einschauen. Also ich glaube, dass Aber euch da haben wir schon Shogun, Stücke. dass euch die sicher gefällt, da bin ich mir sicher. Da gibt es Dann warte, bis die zweite Staffel rauskommt. Dann fange ich an. Da gibt es übrigens aktuell gerade nur eine Serie, die ziemlich reißt. Das ist Dark Matter auf Apple TV Plus. Mhm, ja, stimmt, die hast du noch gestimmt, Das okay, ist noch nicht jetzt ein. aktuell die meistgestreamte Serie gerade. Das finde ich so konfus, dass da bei Amazon Prime Werbung für die Serie gemacht wird. Wirklich? Ja. Hab ich noch gar Das nicht ist, gesehen. also entweder, da kann man sich einfach wirklich diese Werbeslots von überall her kaufen. Also kann Netflix da, falls ihr zuhört, liebe Netflix-Leute, kauft euch einfach die Werbeslots bei Prime. Apple macht das schon so. Ja, das ist echt irre. Weil es ist erst der Trailer gekommen zu irgendeiner Serie von Prime und dann auf einmal kommt das Dark Matter und ich denke mir, boah, krass, das schaut irgendwie gar nicht so nach Prime aus. Und dann kommt am Ende, ja, es ist auch bei Apple TV. Das ist weird. Das muss auf alle Fälle eine sehr gute Serie sein. Also schaut mir bitte alle ein, sagt mir, ob es gut ist und dann schaut es vielleicht auch. Ich meine nicht der Versuchskaninchen sein. Aber ich möchte, dass du mal Versuchskaninchen bist. Ich will nicht. Oh yeah, sei mein Situation. Bunny. Bin ich nur bei Alkohol. Okay. Dann weiß ich quasi, wie ich dich jetzt dazu bringe, dass du da das Dark Matter anschaust. Das ist Ja, aber da bin ich dann irgendwie so voll, dass ich nicht mehr weiß, was war und dann muss ich es doch selber anschauen. Teufelskreis. Genatzt, Bitch. Genatzt. Fluch der Karibik, habt ihr das auch schon gehört? Ja, Dass aber ich habe da- sofort wieder gelöscht aus meinem Hirn. Was war da? Was ist da schon wieder? Es wird ein neuer Teil geben und sie suchen gerade den Cast. Das ist aber ohne Jack Sparrow. Also der Johnny Depp darf nicht mehr mitspielen. Schade. Und es spielt in der Welt von Fluch der Karibik, aber es hat wahrscheinlich mit den vorherigen Teilen so gut wie nichts zu tun. Aber es ist auf jeden Fall interessant für diese Woche, weil sie diese Woche mit dem Herrn Austin Butler liebäugeln. Dass der eventuell sogar der Hauptcharakter wird. Aha. Ja, Für, das ist auch schon seit für- Jahren. für die Kani- Gerüchte. das ist der Typ, der so ausschaut wie der Typ von S, er ist es aber nicht. Der Typ von S aus Bill Skarsgård. Ja, ja, eben, aber du hast ja schon mal behauptet, das ist er. Ja, felsenfest war er davon überzeugt. Warum sind es nur eineige Zwillinge? Klone. Was ist, ja, genau, was soll denn das? Was soll denn das? Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Mortal Kombat 2, richtig geile neue Infos. Endlich ein Starttermin, aber es dauert noch ziemlich lange und das nervt mich. Aber die andere geile Info, also zur Vervollständigung, der Starttermin ist der 24.10.2025. Also es dauert noch 1,5 Jahre. Aber was richtig cool ist, die haben einen Carl Urban gecastet für Johnny Cage. Voll geil. Wo? Das finde ich auch geil. Das glaube ich kann schon gut passen. Ich hätte jetzt schon die ganze Zeit nur Fotze sagen. Ja, da bin ich gespannt, auf den freue ich mich schon. Ich hoffe, dass wir dann mehr Turnierkämpfe sehen, dass wir ein bisschen stärker in die Richtung Turnier kommen. Und ja, ich freue mich auch wieder auf geile Finisher. Ich fand nämlich den ersten echt wirklich sehr gut gemacht. Der hat auch mein Also- Herz erwärmt, also muss ich auch sagen. Da habe ich sehr viel Spaß mit dem gehabt. War zwar so, dass ein bisschen, er hat noch Luft nach oben, aber er hat einen guten Grundstein gelegt, sage ich, also für das Mortal Kombat Franchise. Ja, voll gut. Haben sie schön gekämpft. Und So, kämpfen Kani, du immer. hast doch deine Zauberliste gehabt. Was ist denn da so? Zauberflöte. Wenn wir schon beim Kämpfer sind, Ja. Daredevil, die Serie hat eigentlich einen Release-Termin, der kommt nächstes Jahr im März auf Disney Plus, Daredevil Born Again. Haben sie ja, da glaube ich, waren sie schon mitten in die Dreharbeiten, ich weiß auch nicht wie weit, und haben dann nochmal Reset gedruckt und einiges ausgewechselt und neu angefangen, weil
der Stil sich zu weit von der Netflix-Serie unterschieden hat und sie, die Macher wollen anscheinend, dass wir uns dem Stil treu bleiben von Netflix und das finde ich ziemlich geil. Wird das eine Das weiß komplett man. neue Geschichte oder ist das in dem Universum dann drin? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das in dem Universum mit drinnen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, da waren nämlich oft die Gerüchte, dass der Foggy und sie, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, sein Love Interest da, dass die erst hat's geheißen, sie kommen nicht wieder, dann hat es geheißen, sie kommen wieder. Wie da bei denen jetzt gerade der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Weil ich denke mal, wenn die wieder kommen, dann wird es definitiv in dem gleichen Universum spielen. Gerüchteweise ist auch der John Berntal als Punisher schon gesehen worden. Also, ich denke, Schon gesehen worden. ja, am Mitten Set, auf der Straße. mitten auf der Straße. Der muss ja einen Punisher widersprechen, wenn er dort spazieren geht. Das gibt's ja nicht. Nein, soll angeblich schon als Punisher am Set gesehen worden sein. Bin gespannt, es war cool, weil die Netflix-Produktionen echt geil waren, vor allem der Devil und Punisher. Ich hätte Bock, dass man die anderen Figuren wieder sagt und dann endlich mal als richtig gute Serien, außer die, wie jetzt geheißen, ähm, ähm, Jessica Jones, die Ja. fand ich auch noch eine sehr geile Serie. Die war gut, ja. Aber Luke Cage und Iron Fist, die sind komplett untergegangen dann Ja, irgendwann. das hat es nicht wirklich. Luke Cage hat es noch geschafft, 4 Folgen, glaube ich, gut zum sein. Dann ist ja der Mahershala Ali als Hauptbösewicht ausgewechselt worden und dann war es ein totaler Mist. Das war der Ort. Ja, der Mist. Ja, der Bösewicht war nur so, ich denke, ja, ich mag ja den sowieso voll gerne, den Schauspieler, und er war halt voll der so charismatischer Bösewicht einfach, dem du gern zugeschaut hast, und dann ist er einfach weg und dann kommt irgend so eine andere Tante und denkst, was soll das? Keiner möchte dich sehen, du bist nur scheiße, du interessierst keinen. Ja, und dann ist er die ganze Serie, da ist er, bei Daredevil war einfach schon, die wen gekämpft haben, da war richtig Wucht dahinter, wenn die zugehauen haben, und da hat es ausgeschaut, wenn der Luke Cage einen gehauen hat und weggeworfen hat, wie bei einem Bud Spencer-Film. Wenn wir schon bei DC sind, sind wir bei Supergirl Marvel. habe ich. Okay, dazu muss ich vielleicht sagen, alle Serien, die ihr gerade genannt habt, ich habe Jessica Jones Jessica Alba. mal probiert, aber ansonsten interessiert mich das alles gar nicht. Ich habe schau aber da einfach. Daredevil an, Ich das ist habe echt tatsächlich, tatsächlich keine Verbindung zu Daredevil. Musst du nicht haben. Habe ich auch Keinerlei. nicht gehabt. Das ist aber geil. Ja, nicht. Also Okay. Daredevil, Das war außer von richtig Ben. geil. Also die erste Staffel auf alle Fälle und dann wird er nicht unbedingt schlechter. Na, also Aber Daredevil ich kann, musst du nicht haben. ich kann hier auch bei Marvel weiter umsetzen. Agatha All Along. Das ist die Serie, wo der Kani, glaube ich, jedes Mal, wenn wir uns sehen, drüber reden, weil er sagt, boah, da freut er sich schon so drauf und das hat so gut gespielt und das wird die Serie des Jahres und Warum sein legst du Marvel. einen Scheiß zusammen, du Fotze? Was? Warum legst du einen Scheiß zusammen, du Fotze? Warum? Warte, das hat dir doch gefallen, Kim. Jetzt sei Wir doch haben mal uns aber ehrlich. da nicht ein einziges Mal drüber unterhalten, du Lügenbaron. Okay, soll ich dir verraten, wann das rauskommt? Ja, verrat's nochmal. Am 18. oder 19. September 2024. Das ist schön. Freu mich. Ja. Das Ich weiß freu man mich nicht so, da- das freu weiß mich man nicht so tatsächlich genau, drauf. weil das kommt anscheinend weltweit immer gleichzeitig raus. Mhm. Und in den USA kommt es am 18. irgendwie am Nachmittag raus, was bei uns eins in der Früh ist. Also das heißt, bei uns kommt es wahrscheinlich erst am 19. Da haben sie jetzt halt auch, hat sogar so einen kurzen Leak gegeben, glaube ich, mit dem Titel zu der Serie, und dann haben sie so einen Teaser ausgebracht, wo dann 8 verschiedene Titel einfach eingeblendet waren, wie die Serie jetzt endlich wirklich heißen soll. Jetzt weiß man anscheinend noch nicht, wie der finale Titel der Serie wird. Okay. Ich weiß nicht, wie man die ganze Zeit immer irgendwie aus Versehen Apps posten kann. Wie kann denn das immer passieren? Ich verstehe das nicht. Gnadenlos Das ist nicht unfähig. aus Versehen. Das weiß ist nicht nicht. aus Versehen. Achso, das habe ich nicht gewusst. Ja, Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr ja auch aber gehört? freust du da nicht drauf, oder was? Ja, schon, weil ich fand die Agatha ziemlich cool in WandaVision. Und ja, ich finde dann auch so, dass diese Magie- und Hexenthematik von Marvel da jetzt ein bisschen mehr ins MCU geholt wird. Das finde ich ja eine coole Idee, da habe ich Bock drauf. Du hast ja, glaube ich, an dem Ohren-Recap, das wir gemacht haben zu WandaVision, das ganz kurz dauert hat, gesagt, eigentlich interessiert die ganze Serie nicht, außer die Agatha, die ist richtig geil. Genau, die Serie ist totaler Müll, habe ich gesagt. Ja. Nein, also wie gesagt, da hat man nämlich echt geile Figuren jetzt, die man dann schon langsam noch holen kann, wenn man im Doctor Strange-Universum dann schaut, wenn dann vielleicht einmal die Dämonen und so dazukommen, die man kennt, dann
Dann habe ich Bock drauf, wenn es endlich. Welche Figur war das, die mit dem Recap, die ja die ganze Zeit vermutet, Mephisto, oder war das, den sie die ganze Zeit vermutet haben, dass der irgendwo ist? Oder hätte ich Bock, dass wir den endlich echt einmal sehen. Ja. Da hätte ich richtig Lust drauf. Schauen wir mal, was uns die Agatha alles liefern wird. Aber so kommt dieses Jahr Marvel-technisch eigentlich echt sehr wenig bis fast gar nichts. Also filmtechnisch Dank. zumindest, glaube ich. Gott sei Ja, Dank. jetzt was haben wir jetzt dann gehabt? Dann haben wir das ja gehabt Echo, Deadpool und Wolverine jetzt dann und dann noch die Agatha, oder? Das war's für dieses Jahr. Ja, machen wir wieder so einen angenehmen Output und nicht diese Überschwemmung von dreiviertel Bullshit. Das passt schon. Wenn es ruhig ein bisschen runterfahren und wieder ein bisschen mehr auf Qualität machen. Haben wir jetzt selber, glaube maximal 3 Filme im Jahr und 2 Serien, oder? Sollen es Ja, werden. das reicht völlig aus, tut mir leid. Also, was mehr da ist, ist einfach zu viel. Ja, Was man ja das gesehen war- hat. War einfach nicht mehr so geil dann. Vielleicht haben sie Wo wieder wir- dann die Kapazitäten, dass sie sich wirklich auf gute Effekte konzentrieren, dass es alles wieder viel schöner ausgearbeitet wird. Ja. Wo wir gerade über gute Qualität und gute Effekte reden, wir freuen uns ja alle auf die ankommende Fantastic Four-Verfilmung, Aber hallo, die im Juli 2025 rauskommt. da bin ich schon gespannt. Und ich meine, bis jetzt war jeder Fantastic Four, der rausgekommen ist, ein Überragend. Highlight ohne überragend, ja. Ja, das waren Also- alles Fußnoten der modernen Popkultur. Ja, richtig. Auf jeder Oscarverleihung wird erstmal wieder Fantastic Four zitiert und Immer, ja, als immer. Meilenstein der Filmgeschichte gezeigt. Ja, Ja. Also ich habe Angst vor dem Film, wenn ich ehrlich bin. na, ich nicht mehr, weil mittlerweile, jetzt hat, ich sage mal, auch wenn jetzt da viele Qualitätslöcher auch mit dabei waren bei den letzten Marvel-Produktionen, aber nichts kann so schlimm werden wie der letzte Fantastic Four. Ist ja nur ausgeschissen worden, dass die Lizenz nicht verlieren, oder? Da war Ja, und dann am Ende haben sie trotzdem, am Ende hat es überhaupt nichts gebracht. Also das war, ja, naja. Das ist keiner gefallen da worden. Nein. Es soll ja dann der Galactus, der Planetenfresser, als großer Gegner mit auftauchen in Fantastic Four. Da bin ich ja dann auch gespannt, ob sie da nicht vielleicht dann umwechseln und weg vom Kang hin zum Galactus als großen Gegner, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob der riesige Planetenfresser wirklich nur für einen Film als Gegner verheizt werden sollte. Den kann ich mir eher Fantastic Four vorstellen ist als, Marvel oder ist es DC? nein, ist auch Marvel, du Pussy. Okay. Aber DC Supergirl ist DC, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, du hast vorher schon gut Versucht das da hast gut hinzuleiten. gemacht. Das hast gut Danke. gemacht, dass DC Supergirl gemacht hat, ja. Ja, gut. Haben wir Was drüber wird- geredet. Ist das was ein Film wird's oder ist das eine Serie? Das müsste der Film werden. Mit der Millie Alcock in der Hauptrolle als Supergirl, die die junge Rhaenyra Targaryen gespielt hat in House of the Dragon. Finde ich cool. Die hat mir nämlich in House of the Dragon schon sehr gut gefallen. Ist das Ja, noch? das ist gut Da fallen mir gleich Stupseln aus die Waschlasse. Ja, von der habe ich so eine Popfigur. Diese hässlichen Funko-Pop-Dinger. Ja, voll geil. Na, das sind die hässlichsten Scheißfiguren, die es auf der Welt gibt. Du bist die hässlichste Scheißfigur, die es überhaupt gibt. Hey. Und, wie fühlt sich das so? Ha? Hier wie getan und hier auch. Wie fühlt sich das an, wenn man den Kali-Spiegel kriegt? Das ist unfair. Das ist unfair. Ich möchte nicht, wenn meine eigenen Waffen geschlagen werden. Aber das war es dann eigentlich schon großartig an News. Das Einzige, ich hab mir gedacht, vielleicht kann man noch ein bisschen Kino-News durchgehen, also was diese Woche im Kino läuft, aber das einzig Interessante wird Furiosa sein. Ansonsten läuft die Woche nur Scheiße. Ja. Oder Bei Furiosa, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Furonsa. da habe ich auch schon blöde Thumbnails gesehen, die anscheinend über schlechte Kritiken berichten. Ja, aber ich habe bisher nur gute Kritiken gekriegt. Ich glaube, Filmstarts hat ihm 4 von 5 gegeben, IGN sogar 10 von 10. Wow. Jetzt weiß ich nicht, welcher. Der noch irgendein, David Hein ist leider enttäuscht. Der Ja. Lieblingskritiker. Genau, den meine ich. Wenn er so traurig guckt und was muss ich, dann denke ich mir, Ja, leck Ich habe mich es noch doch. nicht angehört, aber wenn er schon wieder enttäuscht ist, dann mag ich es ja gar nicht erst hören, glaube ich. Ja, ich werde es mir nicht anhören, weil von dem. Das ist einer, der, glaube ich, immer so prinzipiell dagegen ist, wenn ein Film gut ankommt. Ich glaube, der hat sicher damals zum ersten Guardians of the Galaxy eine negative Kritik rausgehauen, weil er alle gefeiert haben. Nee, der ist halt immer so, der kann das schon auch gut erklären, warum ihm Sachen nicht gefallen. Und er hat Ja. auch immer wieder einen Punkt, aber es ist halt. Ja, er ist halt dieser miese Peter einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann wahrscheinlich auch einen Film, der mir voll gefällt, wie Herr der Ringe. Ich kann wahrscheinlich trotzdem ein Essay drüber schreiben, warum er scheiße ist, wenn ich mich Gewalt drauf fixiere. Das ist aber ein bisschen die deutsche Tugend. Also eigentlich in Deutschland sind eigentlich die besten Sachen immer die, die scheiße sind. Also, wenn man scheiße drüber redet, sowas geworden. Ja.
Aber, also ich habe schon noch ein paar Ankündigungen. Ja, verzeih mir, Ja, glaube ich, was dann du hast. Schnelldurchlauf. 10 Sekunden. Ja, Ja, 3 Okay. Minuten hast du Zeit. Wir haben gesagt, das Format darf nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauern. im August, achso, echt? Ja. Im August Schon gar kommt eine nicht neue Terminator-Serie raus, animiert auf Ja. Netflix. Ja, Und habe ich zwar schon gelesen. Terminator Zero. Cool. Dann Squid Game wird wahrscheinlich Ende des Jahres im Dezember rauskommen. Ja, Gott Also sei die Dank. Da freu ich zweite mich Staffel. schon. Da Ja, freue ich mich weil- auch schon. Das Ja. ist so ein Scheißtrick vor dem irgendwie in die Serie. Free Body Problem wird fortgesetzt und das ist ganz kurios. Netflix hat praktisch den Produzenten versprochen, sie produzieren es bis zum Schluss. Oh. Also, das heißt jetzt nicht bis zum Ende von der zweiten Staffel, sondern Dann bist die Trilogie war das, oder? Die Bier. ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Trilogie ist, aber man weiß jetzt halt auch nicht, wie viele Staffeln das werden, aber Netflix hat gesagt, egal wie viel es wird zahlt euch das. Cool. Nett für einer. Ja. Nie gesehen. Schon. Ja, nicht, aber es ist immer schön, wenn Netflix wirklich was fertig machen mich. Nicht so wie sonst. Ja. Was haben wir noch? Die Ted-Serie wird auch verlängert. Das Also hab ich über auch den gelesen, Bären Ted. Da gibt es eine zweite Staffel. ja. Ich glaube, die sind bei uns nur über Und- Join zum Streamen, oder? Ja, das scheidet halt dann komplett aus irgendwie bei mir. Ja, also es war der gratis, es war über den Join gratis Ding streambar. Dann werde ich mir mal kurz Join holen, werde mir die Serie anschauen und dann werde ich wieder sagen, tschüss Join. You're not Genau. joining my system. Und ansonsten, das ist zwar eigentlich schon länger bekannt in Deutschland, aber es ist nun mal eben vom Prime offiziell bestätigt worden. Die Discounter wird auch mit einer 4. Staffel fortgesetzt. Hat die schon einer gesehen von euch? Ja. Wie findest du das? Weil ich hab da mal nebenbei ein bisschen was gesehen und gedacht, das ist ein totaler Mist, aber jetzt habe ich schon oft gehört, dass das so unglaublich gut ist. Also, ich kenne einen Haufen Leute, die darauf schwören und sagen, das ist die lustigste Serie, die sie in ihrem ganzen Leben gesehen haben. Es ist für deutsche Verhältnisse wieder mal strange, Stromberg-mäßig lustig, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Ist das, Also- ist das eher so lustig, dass man komplett zerreißt oder dass ich einfach so da sitzt? Es ist so Fremdschämartig. Weißt du, da wo man sich Okay. denkt, oh na, ach komm. Also Das ist so wie, nicht- so wie, So wie unser Podcast. Also, So wie bei unserem Podcast, ja. Genau. Aber ich möchte da unbedingt wieder reinschauen, weil ich habe ja jetzt die liebe Rapperin Nura kennen und lieben gelernt und die spielt ja da mit. Und deswegen zöge ich mir das jetzt dann mal wieder rein. ja, ich glaube, irgendwann werde ich es mal einmal kurz, werde ich es einmal versuchen und werde ihr eine Chance geben, aber das wird nicht dauern. Jetzt gerade bin ich eh wieder beschäftigt. Wem gibst du eine Chance, der Nura oder Der Discounter-Serie. Aber jetzt muss ich jetzt habe ich heute mal mit Dead Boy Detectives angefangen, dann möchte ich The Bear endlich mal anschauen. Dann müsste die dritte Staffel noch fertig anschauen auf Apple TV. Nein, Und, du hast echt ja. ein Herzleben. Ja, Serienstress ist nicht angenehm. Ich habe noch zwei Ja. kurze Anime-Ankündigungen. Ja, sagen wir fast 12-jährige Kinderkinder. Mädchen! Krass, gleich. Wirklich so krass. Ja, weil das ist ein Scheißtrick hier. Mal jetzt. Okay, Also Entschuldigung. zum einen wird Solo-Leveling weitergeführt, also zweite Staffel angekündigt worden. Gibt es da noch kein Datum, aber einen Titel und zwar wird das heißen Arise from the Shadow. Und dann gibt es noch eine Halbankündigung zu einem Klassiker und zwar zu Neon Genesis Evangelion. Da hat der Schöpfer, der Hideaki Anno, gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass da noch weitergeht, obwohl das ja schon 5-mal abgeschlossen worden ist. Wie, Ich mein, das was, der neue Reboot weitergeht oder wirklich die alte Serie? Also er sagt, er ist überzeugt, dass die aktuellen Rechteinhaber im Hintergrund bereits rumbasteln. Er jetzt aktuell aber noch keinen Bock hat, weil er ziemlich erschöpft ist, aber es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Und Er ist der gleiche Jammerlappen wie der Shinji. Also es ist unglaublich. ja, was man so hört, haben die Anime-Studios ja voll hart am Crunchen und so. Also das muss ja ziemlich scheißarbeit sein. Also es kommt immer wieder öfter mal was außer. Also ich muss ehrlich sagen, wenn's das Ganze als Serie nochmal neu rebooten, da die das ziemlich feiern, weil das ja viel geiler ist, wie mit den Filmen, wo sie halt die meisten Engel einfach irgendwie verheizt haben. Und in der Serie war es einfach cool, weil da hast du da manchmal auch nicht genau gewusst, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann mit seinem Psychotix und so. Und was die Serie ja für eine Schwäche gehabt hat, war es einfach das Ende. Da haben sie ja dann mehrere Filme dann noch nachgeballert. Und das wäre halt cool, wenn sie das nochmal neu machen mit einem
coolen, vernünftigen Ende. Ich schaue es mir aktuell an und liest quasi parallel einen Manga dazu. Und ich bin jetzt noch gar nicht so begeistert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist nett, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wow, beste. Aber da haben wir ja schon gesagt, da machen wir eine extra Folge drüber. Ja, wobei ich weiß ja nicht, ob ich mag. Das dauert ja jetzt noch Dann, ewig lang. dann setzt es mir da einfach rein und lasst mich die ganze Zeit reden. Und dann. Der Termin ist schon fix ausgemacht, du Schwanzkopf. Da gibt's nichts mehr mit, ich weiß nicht, ob ich mag. Muss ich mir so 6 Bücher oder auch noch eine Serie und 5 Filme. Ja, das hättest du mal vorher überlegen müssen, bevor Ja, du mal aber ich aufgerissen wusste, dass es hast. nicht so gut ist. Hat keiner gesagt. Ja, Ja, manchmal gut. müssen wir in den sauren Apfel beißen, so wie der Mike bei Fraktas. Okay. Dann haben wir unsere Dreiviertelstunde schon wieder überzogen. Es war zu lang. Danke, Corby, danke, Seppi, dass ihr es nicht pünktlich aufhören könnt. Das nervt mich. Sehr gern, sehr gern. Weißt du, er schreibt 2 Minuten bevor es losgeht eine Riesenliste. Das möchte ich alles verzeihen. So nach dem Motto, hier ist Seppi Corby. Ich habe der wenigstens Wichser. das da, was wir gestern gesagt haben. Der Seppi hat gesagt, wir könnten uns vorher abstimmen. Dann habe ich gesagt, machen wir. Und ich habe das da und für euch ist nichts gekommen. Das pisst Ja, mich. ich habe Gestern ist so viel gesagt worden. Ja, da hätte mir gestern nicht 20 Kolben ins Maul reingestellt, das 2 Idioten. Ich Unglaublich. wollte das Spezi trinken, dann macht er mich saublöd. Trink ein Bier, trink ein Bier. Ja, hallo, da hat man beieinander, jeder trinkt Gin und Bier und dann kommt ihr mit dem Spezi. Dass ich dir Um nicht 2 Uhr in der Früh. dass ich die Flaschen im Kopf mitziehe, hast echt Glück gehabt. Nein, wir sagen ja dann, ich hoffe, dass für ein paar Leute ein bisschen informativ war und sagen wir danke, dass ihr uns zugeschaut habt und auch für euch zwei, danke, dass trotz Todeskater wahrscheinlich, so wie ich euch kenne, dabei wart. Elotrans, oder? Ich bin Elotrans-Kater. Das ist geil. Katerfrei seit Elotrans 03. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu die unglaublichen Kassettenthemen. Jetzt war gerade noch Mr. Pink Movie Sample Army reingekommen. Moinsen Grüße aus Backstown. Ja, da Viel fahren zu wir noch spät. vorne, oder? Leider ein bisschen zu spät. Leider ein bisschen zu spät. Schön, dass du reingeschaut hättest. Du hast nächste Woche am Montag wieder die Chance, weil mit so einem Simme wieder heißt, der beste Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Macht es gut. Gut, nein. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen.